Hallo und herzlich willkommen alle zusammen bei der Episode 61 von Buff Crit Loot. Das ist doch unglaublich. 61 Folgen haben wir schon. Steffi und ich haben das vollbracht in diesen Gaming News. Wirklich 21 Episoden durchzuziehen. Da bin ich ein bisschen stolz auf uns. Wir haben heute für euch in den Buff-Themen den neuen One Piece Trailer. Wie gut ist der wirklich und wie gut ist die Sendung? Wir haben Xbox Live wird zum Game Pass Core. Im Crit haben wir den Trailer und allgemein Infos zum FIFA-Nachfolger EA Sports FC. Steffi wird nachher noch kurz über die Frist reden vor Übernahme von Activision Blizzard, wo verlängert ist worden. Und im Blut gibt es cooles Zeug von euch aus unserem Shop, das wir euch kurz werden präsentieren. Herzlich willkommen, Steffi, wie geht's dir? Salut miteinander. Ja, mir geht's super. Es ist Mänti, es ist ein Brückentag. Kurz vor 1. August, wo wir alle frei haben. Darum ist mein Hirn so ein bisschen im Halbschlaf. Also falls ich mal irgendwie komische Sachen sage, wo mein Hirn irgendwie Sachen durcheinander bringt, dann tue ich mich schon mal vorab entschuldigen. Das kann heute sehr gut vorkommen. Das ist voll okay. Das bringt ja auch so eine gewisse Mischung von Leichtigkeit und Authentizität. Hat doch Charme, nicht? Ja. Ein bisschen Verpeiltheit, das ist doch ganz charmant. Genau. Wir starten in diesem Fall gerade mit dem ersten Thema. Steffi, du kannst loslegen. Ich würde sagen, Stich mit dem Schiff in See. Ich nicht, aber Ruffys Crew vor allem. Yes, also ihr kennt ja sicher das weltbekannte Manga One Piece. Das ist, also wie viele Jahre gibt es das jetzt schon? Ich glaube, das sind seit 20 Jahren gefühlt und hat irgendwie 1000 oder noch 1300 Kapitel. Also das ist ein Manga, das gibt es, glaube ich, ein Lifetime. Also das ist wirklich ein Life-Work vom Schöpfer. Jetzt muss ich nicht vergessen, wie der heisst. Der Eiichiro Oda, genau. Der hört einfach nicht auf, so gefühlt. Und jetzt hat sich Netflix das Recht gekauft. Das haben wir ja schon mal darüber geredet, wo der erste Teaser announced wurde, also rausgekommen ist, wo man noch gar nichts gesehen hat. Man hat einfach mitbekommen, aha, Netflix macht da etwas. Und zwar gibt es eine Realverfilmung von One Piece. Und da müssen wir vielleicht kurz schnell einen Abstecher machen. Wir sind ja wie uns allen ist irgendwie ein bisschen bewusst, dass erstens One Piece vielleicht gar nicht so einfach zum irgendwie umsetzen ist, vor allem in einer Realverfilmung, wo es ja schon sehr viel Fantasy-Element hat und auch sehr, sehr viele sehr kuriose Figuren. Und andererseits Netflix nicht gerade bekannt dafür ist, um gute Anime-Verfilmungen zu machen. Ja, nicht zuletzt Cowboy Bebop. Death Note. Ja, Death Note, definitiv. Death Note, eines der schlimmsten Beispiele. Cowboy Bebop, wo ja auch wirklich sie richtig gegen die Wand gefahren haben. Und also sagen wir es so, Netflix hat eine Bruchlandung nach der anderen müssen verkraften durch die Verfilmungen, die sie gemacht haben. Genau. Und jetzt ist es aber so, dass One Piece anscheinend echt geil wird. Aus diversen Gründen. Ja. Einerseits, sie haben der Eiichiro Oda wirklich direkt involviert. Also der sitzt sozusagen neben dem Regisseur und überwacht das Ganze. Du meinst der Eiichiro Oda? Ja, genau. Der. Genau, das meine ich. Also der sitzt praktisch neben dem Regisseur und schaut zu. Und er hat auch the last word. Also er hat das letzte Wort. Er darf sagen, ob das so für ihn okay ist oder nicht. Und er hat tatsächlich Netflix auch schon zu Nachdrehs bewogen. Also nochmal, jetzt machen wir das nochmal. Ja, weil er wirklich der Meinung ist, nope, das ist nicht genug gut. Ich will nicht, dass die Welt das so sieht. Und das ist natürlich schon mal sehr speziell, dass das überhaupt anerkannt wird. Also das Produktionsstudio hat die Nachdrehs effektiv auch gemacht. Also hat die Szenen nochmal neu gedreht und einfach so, also beziehungsweise so lange, bis einfach der Eiichiro Oda zufrieden war. Und schon das spricht natürlich extrem dafür, dass es eine gute Anime-Verfilmung könnte werden.
wenn natürlich CGI stimmt. Ich bin immer so der Meinung, CGI, also eine Serie steht und fällt mit gutem CGI. Wenn du siehst, dass es CGI ist, das sollte einfach der ganze Film. Und es gibt wirklich schlechtes CGI, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wenn du einfach siehst, da ist das Budget nicht rum für gutes CGI, das ist einfach schade, das versichert die ganze Serie. Jetzt habt ihr aber fest, Netflix hat pro Episode 18 Millionen Dollar ausgegeben für One Piece. 18 Millionen Dollar für eine einzige Episode. Ja gut, investiert hat man in dem Fall genug, he? Also, ja. Also, ist etwas zu erwarten. Die erste Staffel hat 144 Millionen Dollar gekostet. Krass. Ja, also da ist das ist so ein Messi-Transfer, oder? Nein. Das kann nicht, nein, das ist zu viel, warte. Ich weiss es nicht, ich kenne mich mit dem nicht aus, aber es ist auf jeden Fall nicht wenig. Man muss aber auch sagen, dass es in der Filmbranche eher gang und gäbe ist, mal ein paar Millionen pro Episode liegen. Ja. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel das zum Beispiel jetzt auch Barbie gekostet hat, aber auch zwischen 100 und 150 Millionen Dollar. Apropos Barbie, du bist da schauen, gell? Ja. Wie hast du das gefunden? Erzähl mal so in 1-2 Sätzen. Voll okay, also cringe. Sehr cringe, aber extra cringe, glaube ich. Und irgendwie auch lustig, gesellschaftskritisch und Mattel nimmt sich selber recht hoch. Das ist witzig. Finde ich voll cool. Mhm. Und ja, grundsätzlich, hey, es hat mich nicht vom Hocker gekommen, aber ich finde, sie haben, glaube ich, sie hat das Nostalgie-Ding haben sie komplett getroffen, weil wir sind so in einem vollkommen ausverkauften Kino gewesen und ich weiss von den Leuten, die dort gearbeitet haben, dass sie jetzt seit dem Kinostart fast immer ausverkaufte Kinos hatten in Bern. Das ist schon krass. Das ist wirklich heftig. Und sie haben es nachher dort noch so verknüpft mit einem, wie soll ich sagen, mit so einem Event, wo du dann Güppli saufen und Häppli essen und das haben sie recht gut gemacht. Und es hat so eine riesige Barbie-Box gehabt, wo du noch Fotos machen konntest. Nice. Ja, ich bin echt gespannt. Ich gehe auch wahrscheinlich demnächst mal schauen. Also, ich habe ja jetzt 2 Wochen Ferien. Und spätestens dann gehe ich das sicher auch schauen. Ich bin dann echt gespannt. Dann können wir dann nach meinen Ferien können wir dann in einer Podcast-Episode genauer darauf eingehen. Ich bin dann echt gespannt. Dann können wir dann ein bisschen zusammen diskutieren, was wir gut und was wir weniger gut gefunden haben. Aber so First Impression war für dich cringe in dem Fall. Es ist schon recht lustig. Weil es ist halt sehr pink, sagen wir es so. Ja, also weißt du, ich meine, Stein über dem ist ja cool, einfach eben ein Nostalgie-Event und so. Ist ja gleich lustig gewesen, was dort so für Volk war. Und lustigerweise habe ich ja meine Bandprobe abgesagt, um an einen Film zu gehen. Einfach weil ich gewusst, dass sie nicht alle da... Nein, ich wusste die nicht alle da. Also wenn wir probiert hätten, hat es wieso nicht viel Sinn gemacht, weil ich glaube, nur Bass, Drum und E-Gitarre da gewesen, hätte man vielleicht ein bisschen Hip-Hop machen können. Aber dann habe ich halt abgesagt und dann hat eben die Drummerin auch gesagt, sie käme nicht. Und lustigerweise, wo kommt sie mir entgegen? Direkt in dem Kino, wo ich bei Barbie schaue. Scheiße. Und sie so, nicht gut und hier. Und im Nachhinein schreibt sie mir noch so, ja, du hast ausgesehen wie Patriarchy Ken. Und ich so, ja, merci vielmals für das. So, ja. Danke für gar nicht. Okay, also ich bin dann von offiziellen Patriarchy Ken. Also ja, kommt drauf an, hast du pinkige Unterwäsche an? Dann kann man vielleicht darüber reden. Ja, das ist eine Information, die hier nicht freigegeben wird. Leider boring. Nein, verständlich. Ja, aber cool, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Mal schauen, wenn das ich da sehe. Aber ich gehe noch 100% schauen und dann können wir ein bisschen genauer darüber reden. Natürlich dann aber so, don't worry Leute, so, dass wir dann keine Spoiler rausholen. Das machen wir hier nicht. Aber ja. Nein, natürlich nicht. Aber eben, empfehlen ist es sicher. Ich habe das Gefühl, dass der meisten von euch wird gefallen, einfach genau, weil es so lustig ist und das ganze Barbie-Zeug halt ein bisschen hochgenommen wird, weil man hat nicht effektiv einen Film machen für kleine Kinder oder Barbie-Fans. Gibt es ja genug. Sagen wir es mal so. Also genau, gibt es ja schon genug. Barbie-Filme gibt es ja en masse. Ja, es gibt genug. Und man hat einfach einen Film machen, wo Barbie halt auch
bisschen zeigt, wie sich die gesellschaftskritisch. Marke entwickelt auch hat. So ein bisschen, Okay, so, oder? okay. Wie man mit dieser Marke heutzutage umgeht. Ich glaube, das soll es zeigen. Und das haben sie eigentlich gut gemacht. Nice, Finde ich. okay, ja cool. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und dann gehen wir jetzt aber wieder zurück zu One Piece. Ja, let's go. Genau. Zurück zu One Piece. Yes. Darf ich 2, 3 Sachen noch sagen? Zu One Piece. Ja, Ja. weil ich habe mir natürlich den Trailer auch angeschaut und ich bin auch ein grosser One Piece-Fan, muss ich sagen. Und ich bin mir nicht, also ich habe jetzt den Trailer geschaut und ich habe 2, 3 Sachen, wo, also der Sanji gefällt mir gar nicht. Ja, der ist weird, das gebe ich zu. Der ist sehr weird Ja. und der ist mein Lieblingscharakter. Wirklich? Also wenn ich einer wäre in One Piece, wäre ich der Sanji 100%. Nein, echt? Da wollen Ja. wir auch einer Frau nachgegeifert, Nicht alles wegen klar. Dem. Nein, sein Fighting-Style ist Ja, einfach das stimmt mit den nice. Beinen, das ist lustig. Ja. Voll. Nein, Ja, voll, voll. ich finde den Zorro natürlich mit Abstand am coolsten. Das ist der Der Bad Zoro Boy ist natürlich, Vibe. ja, der Zoro ist natürlich Boss. Ja. Aber auch der Ding, es ist, wie heisst der? Oh mein Gott, ich habe es vergessen. Wie heisst der kleine Hirsch? Chopper. Oh ja, das ist ja, cute. Der Chopper ist so herzig. Ja, Und wobei dann manchmal seine geht er mir ein bisschen verschiedenen- auf den Sender. Der Lysop geht mir Ja, mega auf den Wecker. Und Ja, der aber das Ruffy... muss er. Der Lysop muss gerade nerven. Ja, das stimmt. Der Lysop und der Ruffy sind so zwei huren nervige Tiere. Ja, das Vor allem, wenn stimmt. sie zusammen irgendetwas machen. Es Oh, geht so, sie haben so Gott. komische, krächzigende Stimmen. Ja, und dann sind voll. sie so fucking hyperaktiv, die ganze Ja. Ding da umsäckeln und irgendeinen Scheiß machen. Das stimmt. Wobei ich muss sagen, der Ruffy hat ab und zu auch ein paar sehr serious Momente und das finde ich mega cool. Natürlich. Aber ja. Aber hey, Natürlich. wenn wir schon bei der Stimme sind, etwas, was natürlich wirklich also nicht nur die Sahnehübli, sondern auch die Cherry on the top auf dem Sahnehübli ist, dass Netflix die Original-Synchronstimme vom Anime für ihre Netflix-Serie gewonnen hat. Das ist fantastisch. Also, Das ist cool. im- Das im heisst, Deutsch das halt. heisst, die Schauspieler. Aha, im im Deutsch. okay. Ja, im Deutsch. Das Okay. muss man natürlich noch sagen. Ich meine, die Schauspieler, die Originalschauspieler, also kann man davon ausgetragen wird, sind Englisch. Ja. Das sind natürlich nicht Synchrostimmen, aber bei den deutschen Synchrostimmen haben sie die originalen Synchrostimmen bekommen von den deutschen Es könnte nice sein, aber wenn es Huren nicht matcht mit dem Charakter, könnte es weird sein. Weißt du nicht mehr? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich bin trotzdem sehr Also gespannt. wenn ich den Ruffy anschaue und dann redet er so, hey Leute, mega cool. Ja, wobei schau den Trailer mal auf Deutsch, es funktioniert im Fall. Ich habe noch extra auf Deutsch und auf Englisch geschaut und es funktioniert gut. Und das Ding ist halt, jetzt, wo du gefunden hast, ja, der Sanji sieht komisch aus. Auch da finde ich, hey, wir müssen jetzt ihm zuerst mal eine Chance geben. Im Trailer haben wir vielleicht nicht die besten Shots von ihm gesehen. Und ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn du ein Comic oder ein Anime verfilmst. Klar willst du natürlich als Fan irgendwo durch, dass Charaktere so gleich aussehen wie die Vorlage im Anime oder beziehungsweise im Manga. Aber das passt halt dann irgendwie zum Filmen nicht. Und dann muss man halt dann vielleicht die ein oder andere Einbuße in Kauf nehmen. Und das finde ich okay. Ich finde eben zum Beispiel der Zorro, er sieht auch nicht aus wie der Zorro aus dem Anime oder aus dem Manga, wie man ihn kennt. Aber man muss ihn halt mal in Action sehen. Und ja. Der Zorro finde ich aber cool. Der Zorro finde ich cool. Notabene, noch ein der bisschen Zorro finde ich müde okay. Ja, aber weißt du, was halt natürlich klar ist, oder? Das ist immer in einer Real-Verfilmung von einem Anime, zum Beispiel die überrissenen Körper, die man in einem Anime Ja, hat. Die kannst du gut. nie so Nein, darstellen. auch der Name Iritalie. Du müsstest auch so Testo-Dudes und Ja. so Wespentalien-Frauen nehmen. So, mit ja, so Frauen, die überrissenen sich... Silikonbrüste, Ja, das wäre Frauen, so die sich komisch. 2 Rippen ausoperiert haben und sich und genau. Silikonbrüste gemacht haben. Das genau. geht natürlich Nein, überhaupt nicht. Darum nicht. ist so der Part ist schon so wie. Das ist klar, oder? Und Fair. was soll ich sagen? Dann ist ja auch ein Zorro halt vielleicht nicht so parat, aber ich glaube, hier ist es jetzt sehr gut mit dem Gesichtsausdruck und so getroffen. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich bin gespannt. Ich finde es ein besserer Approach jetzt als bei Death Note auf jeden Fall. Und es ist sicher auch gut, dass sie mit dem Eiichiro Oda zusammengearbeitet haben. Und vielleicht hat er auch wirklich den Unterschied gemacht. Also ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Also da an dieser Stelle muss vielleicht noch schnell gesagt sein, dass es schon so ist, dass es nicht 1:1 übernommen worden ist von der Vorlage.
Und der H.G. Rowling hat es aber abgesegnet, wo er wieder der Meinung war, so, hey, so wie es verfilmt worden ist, auch wenn es abweicht vom Original, ist es irgendwie besser. Es kommt auf der Leinwand besser über. Und er hat es zumindest abgesegnet. Er findet es mega gut. Er ist super stolz drauf. Er ist mega gehypt. Und er ist auch der Meinung, dass, dass Netflix also effektiv Lorbeeren wird verdienen mit dieser Serie. Also steckt natürlich die Erwartung extrem hoch auf. Und auch wenn bei der Kommentarsection von den Trailers gehst schauen, egal ob Deutsch oder Englisch, die Kommentare sind wirklich fast ausschließlich positiv. Also ich habe mich ein bisschen durchgescrollt und ich habe keinen einzigen negativen Kommentar gesehen. Wirklich, also der negativste, der irgendwie war, ist halt einfach so irgendwie, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es sieht schon cool aus. Also das war so das Negativste, weißt du. Also, One Piece Serie, very nice Serie, TV, Serie. Ja, etwas so, genau. Very nice. Ja, also die meisten scheinen auch verdammt gehypt zu sein. Und ich muss natürlich auch sagen, ich lasse mir das überhaupt nicht lang gehen. Am 31. August ist es schon so weit, also in einem Monat. Let's go. Ja, also das heisst, es ist wirklich auch sehr schnell gegangen, bis es Watch Party on Stream könnten wir machen. Ja, wenn du instant Band werden, ja, klar. Wieso nicht? Machen wir das. Ja, ich sehe mit Twitch, Steffi, komm. Genau. Nein, also, was ich aber muss sagen, ich hoffe, dass natürlich irgendwann mal die Robin wird noch dazu stoßen. Ich weiss, sie kommt erst später, aber ich hoffe es sehr, wo die Robin ist. Die mit den Hängen. Ja, die ist einfach schon. Ja, genau. Das ist einfach eine von meinen absoluten Lieblingscharaktere in ganz One Piece. Ich finde Robin mega cool. Mhm. Ja, finde ich auch. Robin ist also mich triggert einfach ihren Hut. Der Cowboy-Hut? Ja, der ist irgendwie weird, aber... Ach, das passt, oder? Ist halt Robin. Ja. Nein, das ist doch super. Ja. Also aber du würdest jetzt, wenn du Charakter wärst von One Piece, würdest du die Robin sein? Aha, oh. Nein, das auch nicht. Das habe ich mir so gar nicht überlegt, aber vielleicht auch. I don't know. Ja, vielleicht, why not? Robin ist cool. Die ist badass vor allem. Also müsste ich die in einem Anime einordnen, wenn wir jetzt über ganz Animes reden, oh, Jesus Gott, okay. Würde ich auch sagen, du bist Tsunade von Naruto. Entschuldigung? Die ist irgendwie 80 oder wie alt ist die? Nein, aber... Vom Wissensstand. Von der Weisheit. Ach, ja, und die ist mega tough. Können. Das stimmt. Okay, merci vielmals für das Kompliment. Das ist wahnsinnig von einem Weep hast du jetzt ein Kompliment bekommen. Wow, ich fühle mich sehr geehrt. Ja, nice. Jetzt kann ich fast gar nicht weitermachen. Jetzt muss ich das zuerst mal verarbeiten. Nein. Nein, so viel dazu. Ich freue mich auch auf One Piece. Bin sehr, sehr gespannt. Und wir werden dann sicher auch noch mal darüber reden, wenn wir dann die erste Episode gesehen haben. Kann ich mir sicher schon mal mental darauf vorbereiten, wenn die Serie startet. Ich werde sie suchten. Also wir werden ziemlich schnell darüber reden. Right. Yes. Finde ich gut. Genau, so. Gut, dann geht das nächste Thema, oder, Steffi? Yes. An dieser Stelle würde ich sagen, gehen wir gerade zum nächsten Thema. Es ist so ein bisschen ein Info-Thema. Also es ist nicht wirklich so buff, aber es ist auch nicht crit, es ist mehr so einfach ein neutrales Info-Thema. Und zwar gibt es am 14. September eine kleine Änderung bezüglich dem Xbox Abonnementsystem, sage ich jetzt einmal. Und zwar das Xbox Live Gold, wie das ja bis jetzt immer geheissen hat. Für die nicht wissen, was das ist. Das Xbox Live Gold, das ist für alle, die eine Xbox-Konsole besitzen und online an einem Multiplayer-Spiel möchten spielen, die müssen eigentlich das Abo lösen. Also nicht bei 100% von den Multiplayer-Games. Es gibt zum Beispiel Free-to-Play-Titel wie Fortnite, das kannst du auch so spielen. Aber gerade vor allem bei eigenen Produktionen wie Forza Horizon 4, Doom Eternal, Fallout oder auch eben so Among Us oder Human Fall Flat, wenn du die mit der Konsole online mit anderen Leuten zusammen spielen willst, dann brauchst du eben das Abo. Genau. Und jetzt wird es aber am 14. September einen kleinen Namenswechsel haben. Und zwar wird es neu Game Pass Core heißen.
PC-Spieler brauchen das übrigens nicht. PC-Spieler können einfach so online spielen. Die müssen nicht noch ein zusätzliches Abo lösen. Genau. Und jetzt Okay. ist ja so, also der Game Pass Core, also dass du überhaupt online kannst spielen, zusammen mit dem Game Pass. Der Game Pass brauchst du ja, dass du überhaupt Games kannst spielen. Also ich würde sagen, Stimmt, der ja. Game Pass, das ist so, dass du überhaupt Zugang zu allen Games hast, die im Game Pass drinnen sind. Plus der Game Pass Core, wo du dann eben online kannst spielen mit anderen im Multiplayer. Die zwei zusammen sind dann der Game Pass Ultimate. Oh, okay. Yes. Ja. Was bringt das für Vorteile? Also was jetzt? Also der Game Pass Ultimate bringt da einfach vor, oder ist es einfach, sie tun es echt zusammenlegen? Sie legen es einfach, also Okay. ich weiß nicht, ob sie es vorher schon so zusammengelegt haben, aber auf jeden Fall der Game Pass Ultimate, den kannst du auch auf PC spielen. Okay. Also das ist ich gehe mal davon aus, du kannst auf PC spielen, Konsole und du kannst eben Multiplayer spielen. Statt dass du wie 2 separate Abos musst lösen, hast du dann einfach ein Abo, oder? Ja. Genau. Fair. Okay. Ja, Yes. okay. Also Vereinfachung plus auch ein bisschen mehr Geld für Microsoft. Vielleicht, das weiß ich nicht einmal, aber ich habe gehört, es wird gar nicht teurer. Also ich habe das Gefühl, ich glaube, vom Preis ändert sich nichts im Fall. Aber die Infos die müsste ich noch mal nachschauen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon draussen sind. Aber auf jeden Fall wundert euch nicht, Leute, falls es plötzlich Game Pass Core heisst und nicht mehr Xbox Live Gold. Einfach zu eurer Information, dass ihr da Bescheid wisst. Yes, das wär's schon gewesen. Jetzt seid ihr informiert Yes. über die Kleine Veränderung vom Abonnement. kleine Veränderung im Xbox. Ja, genau. Kleine Veränderung, grosse Veränderung. Nein, nicht viel. Und was kommt einem in Sinn, wenn man nicht viel Veränderung hört? Ja, genau, FIFA. Das heisst, wir reden kurz über das neue FIFA, respektive heisst es jetzt EA Sports FC. Man hat sich getrennt, FIFA hat sich getrennt von EA hat sich getrennt von FIFA. Im Endeffekt, glaube ich, spielt es nicht so eine grosse Rolle, weil ich habe mich natürlich kurz ein bisschen informiert, was das jetzt heisst für das Game. Ich bin ja trotz allem immer jedes Jahr ins neue FIFA reingedroppt und habe ein bisschen gespielt, weil ich trotzdem jemand bin, der das gleich auch noch gerne gezockt ab und zu und einfach vor allem auch gegen Kollegen und so. Und haben wir das natürlich schnell angeschaut, das EA Sports FC. Es gibt tatsächlich, wie Sie sagen, mega viele Veränderungen. Es gibt aber tatsächlich, wie wir wissen, nicht viele Veränderungen. Es bleibt sehr viel gleich. Sie reden zwar von einem neuen Hype auf das Hypermotion Tech, was sie eingebaut haben. Scheinbar ist es so, dass jetzt jeder Move, der von einem Spieler im echten Real Life gemacht wird, also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal der Neymar schießt das effektiv riesen Goal in einer Partie und das kann nachher auf das Spiel übertragen werden. Das heisst, 3-4 Wochen später kann man nachher mit dem Neymar sättige Goal schießen, wie er gemacht hat in dieser Partie. Also genau gleich, das ist so ihre Idee. Das heisst also, Real Life überträgt sich auf das Spiel. Nice. Das klingt cool. Ob das funktioniert, weiss ich nicht. Werden wir sehen. Es ist ja so, dass man sich sicher am Anfang gefragt hat, ist im Endprodukt EA Sports FC dann auch alles enthalten, was bei FIFA war? Weil die grosse Frage, Steffi, ist natürlich hier, haben sie die Lizenzen? Oder die müssen sie ja gleich wieder kaufen. Dann müssen sie natürlich gleich wieder zahlen dafür. Es sieht so aus, als wäre das alles vorhanden. Also im Endprodukt so über 19'000 Spieler, 700 Mannschaften und 30 Ligen lizenziert sind. Das jetzt erstens mal nach viel, ist aber normal. Wenn nicht sogar weniger als normal. Es ist so gewesen, dass EA im letzten Jahr schon mit exklusiven Partnerschaften geredet hat, mit über 300 Lizenzpartnern. Ich glaube, dort sind sie gleich noch am Negotiaten, da fehlen noch 2, 3. Es kann natürlich sein, dass dann auch gleich irgendetwas fehlt. Die werden das nicht offiziell spoilern, wenn sie nicht müssen, weil es natürlich weniger cool ist. Es hat schon FIFAs gegeben im Vorfeld, wo wirklich gewisse Mannschaften gefällt haben, also effektiv Mannschaften, die ihre Lizenz aber nicht verkauft haben. Da hat es nachher zum Beispiel das Inter Mailand nicht gegeben und die haben dann irgendwie einfach Calcio, keine Ahnung, was heisst Rot auf Italienisch, ich habe vergessen.
Weißt du, was ich Rosso, meine? nicht sonst. Ja, Calcio Rosso oder so geheißen. Mhm. Also man hat gewusst, es ist AC Milan, aber sie haben auch die Lizenz zum Beispiel nicht gehabt. Also es kann wie sein, dass da vielleicht ein paar fehlen, aber man geht davon aus, dass sie alles haben. Von dem her sind wir auf jeden Fall mal froh, haben sie die Lizenzen. Weil, wenn ich ehrlich bin, ist das etwas, was das Spiel auch ausmacht. Du willst mit den lizenzierten Spielern spielen, du willst mit den lizenzierten Mannschaften spielen, du willst das alles echt haben, oder? Weil das macht das Spiel aus. Mhm. Sie haben gewonnen, weil FIFA hat kein neues Game angestoßen. EA hat somit fast also eigentlich keine Konkurrenz, weil wie heisst das andere Game? Jetzt haben sie auch wieder PS, Pro Evolution Soccer ist schon lange vom Tisch. Das ist jetzt irgendwie free to play. Es gibt wie keine Konkurrenz im Fußballspielbereich. Und somit haben sie dort so ein Monopol geschaffen und somit eigentlich auch die ganze Käuferschaft auf ihrer Seite. Dass sich nicht viel geändert hat, das ist irgendwie klar. Man verändert kleine Sachen, man sagt, man verändert große Sachen, aber das machen sie meistens nicht, weil es funktioniert ja gleich. Die Leute kaufen es immer noch. Wir haben Möglichkeiten, die in-game sind, die sollen wachsen. Das heisst, sie haben gesagt, es gibt mehrere Sachen, die dazukommen. Also, was ich zum Beispiel neu sehe, ist der Arena-Modus, zusätzlich der Frauenkarriere-Modus und der Normalkarriere-Modus im eSports FC haben sie auch nochmal ausgebaut. Da gibt es, glaube ich, eine Online- und eine Offline-Version, so wie ich das richtig gelesen habe. Zusätzlich Anstoß, wie man es kennt, das EA Ultimate Team. Das heisst nicht mehr FUT, das heisst jetzt EA Ultimate Team, also EAUT. Ich weiß auch noch nicht, wie die Abkürzung wird ausgesprochen. Jut! Okay. Juti. Online-Saisons, hat es glaube ich aber auch schon gegeben. Turnier, Pro-Clubs und Volta Exhibition. Volta Exhibition. Also ist sagt das man noch ein nicht Street, so. das ist auch das Genau, das ist so das Street-Ding, ja, Street genau. Football-Dings-Modus, Und genau. natürlich das Ultimate Team auch mit Frauen. Also jetzt hat man sehr Ja, viel auch genau. geweitet, genau. Gemischte Teams. Jetzt gehen wir schnell auf das Ultimate Team ein. Das war früher FUT gewesen, das heisst jetzt eben EA Ultimate Team. Ich habe persönlich ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten, weil ich bin auch mal ein bisschen FUT abhängig gewesen. Man muss da wirklich von einer Abhängigkeit reden, weil es ist so ein bisschen ja, es ist so ein bisschen das Casino-Gamble-Ding mit dem, man muss kein Geld ausgeben, aber man hat auch gleich Packs, die man auftut. Man kann Squad-Building-Challenges abschließen, zum Packs bekommen. Man kann seine Mannschaft immer besser machen. Man kann die Icons jagen, man kann Zeug verkaufen, wieder kaufen. Es ist wie ein Aktienmarkt. Riesig. Wer sich damit beschäftigen will, schaut es an. Mega viel Zeit, die dort investiert. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Ich habe es eine Zeit lang gemacht. Ich habe damals Weekend League gespielt. Ja, gewonnen habe ich nicht viel daraus. Mehr Sachen haben mehr gelitten, und zwar meine Finger und meine Beziehung. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich nicht gerade Sinn nach macht. Werbung da. Nein, also es ist echt viel Zeit, die ihr investiert, wirklich, kann ich nicht sagen. Aber es hat natürlich coole Sachen. Und zwar ist es so, in den Packs werden jetzt Männer und Frauen gemeinsam in einem Spielerpool verfügbar sein. Das heisst, wenn man jetzt Packs zieht, hat man sowohl Frauen als auch Männer. Ich weiß nicht, ob das jeder so cool findet, bin ich ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, das ist weniger cool für die meisten, weil die meisten werden sich gleich halt auf Männerfußball konzentrieren. Klar. So blöd wie es klingt, aber ist einfach so. Der Transfermarkt wird wieder mit allen handelbaren Spielern und Spielerinnen nach Liga, Verein und Nationalität, Position, Preis etc. gelistet sein. Ziel werden auch zwischen Männern und Frauen aufgeteilt, die man hat als Team. Das heisst, es wird Männeranforderungen geben, es wird Frauenanforderungen geben. Auch dort, ich bin mir nicht sicher, ob das cool wird. Es kann natürlich sein, dass man eben den Frauen wie einen kleinen Push geben will, indem man sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, besser macht, als sie eigentlich sind. Das sollte jetzt nicht falsch sein, aber es kann gut sein, weil man halt das wirklich pushen. Und dann gibt es vielleicht Leute, die nur noch Frauen spielen, weil sie halt wie overpowered sind. Also ich bin gespannt. Dass man sie wie zuerst muss nerven, dass sie balanced sind mit den Männern-Menschen. Okay. Ja, genau. Und alles das Zeug, also Belohnungen, Squad-Building-Challenges, so wie Drafts, dort werden jetzt Spieler und Spielerinnen drin sein. Es wird Ikonen und Heldinnen geben. Das heisst, also, es gibt jetzt so weibliche Ikonen, die ich persönlich aber noch nicht weiss, ob es die schon wirklich gibt. Keine Ahnung. Also es gibt ja schon die ein oder andere sehr bekannte Fußballerin. Also. Ja, aber also weißt du, hat die schon
Icon-Status. Also, Das weiss ich nicht. Aber das ist Ja. halt ein ganz anderes Level. Gell? Sie werden auch viel anders gefördert und also auch bezahlt. Wenn man sich überlegt, als Frau kannst du gar nicht das Vollzeit machen. Du verdienst ja kein Geld damit. Das heisst, wenn du als Frau willst in einem Fußballclub professionell spielen, dann musst du schon 80% arbeiten, sonst kannst du das nicht leisten. Also auch in der Schweiz nicht. Doch. Also, in der Schweiz glaube ich noch nicht, so viel ich weiss. In der Schweiz geht es nicht. Also, Keine Chance. ich weiss es nicht, weil die IB-Frauen, ich kann dir jetzt nicht sagen, was die verdienen. Aber, Viel zu wenig. Ja, letztens mit aber- jemandem darüber geredet. Das Okay. geht nicht. okay. Können sie sich nicht leisten. Okay, also die Steffi ist da die Quelle, wie ihr seht. Aber ja, also im Ausland ist es auf jeden Fall Ja, ich weiß es eben gar nicht. ob Die es noch- Alicia Lehmann, Mama auf jeden Fall. Schon, Die Alicia okay. Lehmann, 100%. Ja, sicher. Also so Premier League und so ist ganz groß. Und vor allem in den USA ist es mega gehypt. Also fast gehypter als Männerfußball. Voll. Das ist wirklich Frauenfußball. witzig. Das ist wirklich sehr lustig. Ich weiß auch noch nicht genau, was dort die Gründe dafür sind. Aber das lassen wir mal auf der Seite. Ich habe das Gefühl, das ist sicher jetzt refreshing, dass sie das ausbringen mit den Frauen. Ich weiß aber nicht, ob es. Ja, es ist halt klar, sie können nicht das Ultimate-Team machen mit also sie hätten können eins separat für Männer, eins separat für Frauen machen. Aber ich weiß halt nicht, ob das mit dem Gemischten so eine gute Idee ist, weil es wird vielleicht wirklich viele Leute aufregen. Weil man muss halt gleich auch sagen, dass Männerfußball und Frauenfußball gleich noch zwei Paar Schuhe sind. Es ist nicht einfach so, dass du kannst sagen, Männerfußball ist gleich wie Frauenfußball. Weil Frauenfußball ist noch, in meiner Meinung nach, erstmal am Kommen. Also es gibt noch viel mehr Entwicklungen, die gemacht werden dort. Da gibt es noch viel mehr, man muss anschauen, da muss viel mehr, wo man muss, oder Fokus darauf richten, es muss noch viel mehr Promotion mehr für das gemacht werden. Und ich weiß noch nicht, ob man die jetzt schon zusammen hat, so in einen Topf schießen. Meine Meinung, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich finde es interessant. Mhm. Im Endeffekt wird es ja möglich sein, dass man mit Männern und Frauen gegeneinander spielen. Also man kann wirklich Männer und Frauen jetzt mischen. Cool. Man kann jetzt da Teams gemischt machen. Steffi, wie sinnvoll findest du das? Ich weiss es nicht. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich meine, es gibt ja auch sehr kleine, flinke Männer und es gibt sehr grosse, stämmige Frauen. Also ich glaube, man muss es auch mal ausprobieren. Und das Ding ist halt, man hat es halt bisher wie nie gemacht. Also kann man es ja auch nie sagen, wie es funktioniert. Also ich würde sagen, einfach mal ausprobieren und gar ohne viel Vorurteile drin gehen. Ja, also weil dort ist halt auch, ich muss ja ganz ehrlich, bei FIFA fällt ja manchmal schon bei den Ratings so jegliche Logik. Also das ist ja schon bei den Männern so gewesen. Das heisst, da bringen sie irgendwie eine 99er-Karte aus, oder keine Ahnung, eine 92er-Karte von einem Dude, der fix nicht die Leistung herbekommt und die ist dann mega überrissen etc. Also das hat es so früher schon gegeben. Von dem her, also mit Logik müssen wir bei EA Sports FC auch nicht rechnen. Aber ja, ich bin gespannt auf die Veränderungen, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und somit würde ich... Hast du noch etwas, Steffi? Ich habe noch schnell gegoogelt wegen Lohn und so. Die Alicia Lehmann ist ja etwa die mit Abstand am meisten verdient als Frau in Deutschland. Oder auch die Topspieler, also die am meisten verdient. Nicht in England. Ist die nicht in England? Ist die nicht in England? Ja, ich habe jetzt mal die deutschen Zahlen genommen. Okay. Und sie verdient im Jahr 200'000 €. Sie ist aber eine Top-Verdienerin. Also Aber sie es ist Premier League, ja, genau. Ja, also das heisst, im Schnitt, ich habe geschaut, im Schnitt verdienen Frauen im Nationalmannschaftsteam, also in der Nationalmannschaft, 43'670 €. Also auf das Jahr raus. Also da kommst du nie her, sorry. Also mit nicht mal 45'000 € kommst du echt nicht weit. Oder? Und Alicia hat sogar gesagt, sie verdient mit ihrem Lohn als Spielerin einfach so, dass sie ganz gut leben kann. Aber effektiv über Social Media, über Instagram verdient sie viel mehr. Ja, natürlich. Ja, aber sorry, aber das ist doch einfach unmöglich. Also ich finde, wenn du überlegst, Männer verdienen im Schnitt in der Nationalmannschaft 10 Millionen € im Jahr. Im Schnitt. Oder? Also ich meine, ich kann es auch nachvollziehen. Fair ist eh nicht, Steffi, müssen wir nicht diskutieren. Also ich meine, sie hat einen Marktwert von 55'000, das ist nichts. Nein, also.
Also, ich finde, klar, du kannst es nicht miteinander vergleichen, wo Männerfußball ist seit Jahren wird's gefördert, seit Jahren hat es x Sponsoren, seit Jahren hat es x Zuschauer und so weiter. Darum finde ich einfach per se es cool, dass es überhaupt jetzt langsam mal ein bisschen im Mainstream reinkommt. Und alles andere, das kommt dann mit der Zeit. Und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen Geduld haben. Aber ist natürlich schon so, bevor der Frauenfußball nicht x Millionen an Sponsoring Beträge bekommt, oder? Ja, dann gibt es natürlich auch nicht mehr Geld als Lohn von dem her. Aber ja, ich meine, das ist jetzt, ganz ehrlich, jetzt mit dem FC, wie heisst es, EA Sports FC 24, den Namen werde ich mich nie gewinnen, sicher. Das ist natürlich jetzt ein erster Schritt, wo man die Frauen ein bisschen in Mainstream reinbringt. Also einmal einer der wichtigeren Schritte, sagen wir so, dass man die Frauen ein bisschen in Mainstream reinbringt. Und ich finde es cool. Ja. Yes. So viel dazu. Mehr habe ich gar nicht darüber zu sagen. Im Fall. Das ist meine Meinung. Okay, weil, ja, finde ich gut. Komm, wir lassen mal so stehen und es wird sicher Diskussionen geben, die wir darüber machen können. Auf jeden Fall. Yes. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja. Genau, ich habe noch ein Crit-Thema. Und zwar, ihr wisst ja sicher alle, beziehungsweise man daran erinnern, dass Microsoft ja Activision Blizzard aufkaufen will. Und zwar für 69 Milliarden, lächerlich, 69 Milliarden $. Und ursprünglich ist die Frist am 18. Juli abgelaufen, also die wäre jetzt schon durch. Aber weil es irgendwie last minute noch x Vetos gegeben hat, also plötzlich ist der eine oder der andere noch um eine Ecke gekommen. Zuerst hat Sony gefunden, ist aber unfair, und dann ist schon irgendwie noch ein Wettbewerbshüter um eine Ecke gekommen, der im April nochmal ein Veto eingelegt hat, wo er Verzerrungen im Wettbewerb befürchtet hat. Das Problem ist, erstens ist es sehr, sehr kurzfristig und das alles überprüfen und so weiter, das geht nicht einfach schnell mal 2 Wochen. Sie haben es aber trotzdem im Eilverfahren noch durchgearbeitet, also abgearbeitet, und es ist also alles abgelehnt worden. Aber also der Kauf der darf stattfinden. Es ist natürlich noch nicht in trockenen Tüchern, so ist es noch gerade nicht. Es muss ja gleich auch noch effektiv Geld fließen und die Übernahme an sich, die muss effektiv jetzt zuerst auch mal stattfinden. Und jetzt ist es so, dass sie einfach die Frist verlängert haben. Also bis in August, bis am 29. August. Und zwar ist es jetzt, falls die Frist jetzt am 18. Juli wie nicht eingehalten worden wäre, beziehungsweise wenn jetzt Microsoft Activision Blizzard nicht hätte aufkaufen können, dann hätten sie eine Abfindung bekommen. Irgendwie, glaube ich, für 2,5 Milliarden $ Abfindung, wo es gescheitert ist, das Verfahren. Also Microsoft hätte da müssen zahlen. Und jetzt ist es aber so, dass man es eben aufgrund von diesen Vetos, die noch so kurzfristig waren, hat man das Ganze ein bisschen verschoben. Dafür hat man aber die Abfindung erhöht. Das heisst, falls die Übernahme nach dem 29. August abgesagt werden, dann muss Microsoft 3,5 Milliarden $ zahlen. Und wenn es nach dem 15. September noch scheitert, dann 4,5 Milliarden $. Genau, also das ist recht gang und gäbe, dass man da muss zahlen, wenn ein Vertrag nicht zustande kommt. Ja. Das ist völlig normal. Auch die Beträge sind eigentlich auch im Rahmen, sage ich jetzt einmal. Ich finde es wie voll fair, dass es überhaupt verschoben worden ist, weil es ja so kurzfristig noch Vetos eingereicht wurden. Auch Sony hat sich mittlerweile damit abfinden, dass die Übernahme wird stattfinden. Und zwar indem der Kotick, also der CEO von Activision Blizzard, wirklich gerichtlich bestätigt hat, also wie sagt man dem? Es gibt so ein spezielles Wort für das. Ja, unter Eid. Wer ist der Mensch? Unter Eid. Ja, Meineid. Unter Meineid, ja, unter Eid. Ja, bestätigt hat, auf 10 Jahre raus, dass Call of Duty auch weiterhin auf der PlayStation wird verfügbar sein. Ja, das genau, also das wichtig. Und genau, das ist so extrem wichtig gewesen, und darum hat
genau, haben sie sich auf das können einigen und dann ist Sony eigentlich auch jetzt, damit einverstanden, dass die Übernahme darf stattfinden. Und es ist auch tatsächlich so, dass immer noch Activision Blizzard und Microsoft die Übernahme machen. Also eigentlich steht jetzt nichts mehr im Weg. Jetzt ist auch noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Papierkram geregelt ist und mal ein bisschen Geld geflossen ist und so weiter. Und Yes. ja, sagen wir es mal so, die nächsten Monate, also ich denke mal, das wird noch das Jahr wird das passieren. Ja, Ich denke so. aber we will Ja. see. Auf jeden Fall werden wir euch auf dem Laufenden halten. Wir haben ja auch nicht zu diesem Thema, es ist eigentlich auch da, ist eigentlich mehr so ein kleines Infothema gewesen. Mhm. Genau. Ja, das ist doch gut. Merci vielmals, Steffi. Sehr gern. Dann würde ich Loot. sagen, gehen wir schon in Loot. Zeit für Loot, oder? Loot. Genau. Und zwar haben wir da diverse neue Sachen. Und zwar, also wir haben eine neue Marke aufgenommen, Leute. Sie heisst Technofun. Technofun. Okay, was Ja. ist das? Ist das eine DJ-Marke? Nein, Techno? sie Okay. machen Pokémon-Sachen. Und zwar was Wecker und Lampen. Und das ist wirklich cute. Es gibt so eine. Also die Wecker sind entweder mit einem Evoli oder mit einem Pikachu oben drauf und die leuchten noch, also die haben LED Ja. drinnen. Ja, Oder ja, es ja. gibt so einen Wecker mit dem also Die sind in richtig Form nice. von einer Pokéball und das Pikachu liegt so oben drauf und ist im Füseln. Das ist so Mhm. herzig. Oder auch die Lampen. Es gibt so ein Relaxo, wo am Schlafen ist und das Pikachu liegt oben drauf auf dem Bauch und füßelt mit. Das ist so cute. So herzig. So mit Touch-Sensor und so teilweise. Wo du einfach so kannst drauf touchen und dann geht es an, weißt du. So cute. Ja. Ja. Ich habe Freude. Ich finde es herzig. Ja. Also, wenn ich ein Kind hätte, da der Wecker mit der Pokéball und dem Pikachu drauf, den würde ich auf jeden Fall reinstellen. Auch wenn ich den Wecker wahrscheinlich nie würde anschalten würde. Und das Relaxo ist halt einfach auch mega herzig. He. Ja, Voll. habe ich Freude. Finde ich gut. Gell? Ja, Ja, sieht das sehr haben herzig wir aus. neu. Und was wir auch neu haben, sind von Razer Limited Edition von PUBG Battlegrounds. Oh, ja, unbedingt Aha. hier für alle PUBG-Fans und Fans von Limited Editions, also Mhm. kleine Sammler. Das ist etwas, was tatsächlich so nicht mehr wird kommen. Einmalig das und dann nie mehr wieder. Genau, das sind Headsets und Headset und eine Maus im Yes. PUBG Also vielleicht noch schnell, Design. das Headset ist ein Barracuda X und die Maus ist ein Viper V2 Pro. Yes, genau. Mhm. Also beides gute Top Gear. Gaming-Gadgets Ja. und ihre sehr, sehr coole Limited Edition. Ich muss ganz ehrlich sagen, holt euch das Zeug. Hat 50 von jedem. Wenn die Ja. 50 weg sind, hat es nicht mehr. Das ist weg und kann nicht mehr nachbestellt werden. Genau. Ich schaue mir, dass wir da auch noch ein paar kann, Sneaken, reservieren. So. Ja, weil die sehen schon geil aus. Die sehen schon Ich finde nice es mega aus. schön, ja. Ja. Aber unbedingt geht sie holen, 50 sind um. Und ja, für einen herkömmlichen PUBG-Gamer. Was haben wir sonst noch? Gaming-Stuff? Ja, wir haben noch ein paar Games, die neu sind. ja. Genau, wir haben zum Beispiel Harvest Moon, The Winds of Andos. Das ist mega ein herziges Spiel. Einfach so ein, wo du ja, einfach so ein bisschen einen Bauernhof hast. Es ist ähnlich wie Stardew Valley, würde ich jetzt sagen. Ja, einfach mit ein bisschen genau. anderer Ich habe es Grafik. gesucht, Steffi. Merci. Ja, du suchst es Stardew Valley. jedes Mal. Ich weiss. Genau. Ich weiss. Ja, ich glaube, Stardew Valley kennt etwa jeder. Es ist ein bisschen ähnlich. Es gibt es für PS4, PlayStation 4, PlayStation 5 und für Nintendo Switch. Genau. Und es ist noch gerade nicht verfügbar. Es ist erst in Vorbestellung. Ja. Aber es sollte demnächst mal kommen. Die nächsten paar Tage, glaube ich, so wie ich weiss. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, es nächste Woche. Oder nächste Woche sollte es auch kommen. Ich glaube, sogar diese Woche Die soll es schon nächste kommen. Woche. Diese Woche, ja. Aber es sieht mega herzig aus und eben auch, du kannst einfach die Bauernhof haben mit Pflänzchen und Tierchen und ja, cute. Einfach Gut. cute. Sehr Sehr entspannend. Genau. Ja, dann haben wir Dead Cells Return to Castlevania. Das gibt es für die PS4. Oh, da kann ich etwas dazu sagen. Aha, erzähl.
Ich habe Dead Cells gespielt. Ja, ich habe mir mal Ich bin, überlegt, es ist verdammt schwierig, ne? ja, es geht. Also, es ist ein cooles Mhm. Roguelike, wo wirklich so im Sidescroller-Stil ist. Hat so, man kämpft sich durch verschiedene Welten, hat immer Upgrades, findet neue Waffen, schaltet das Zeug mit der Zeit. Also je mehr man stirbt und je mehr man wieder belebt wird, desto skillter kann man werden. Also das Darum ist es eben, Roguelite in glaube dem ich, ein Fall. Ja, Roguelite, oder? genau, Genau. genau. Es ist partly mit Shooting, also partly schießt man, hat man Schusswaffen, man hat aber auch Nahkampfwaffen, man kann auch diverse, wie soll ich sagen, Skills nutzen. Also es ist eine Mischung, ich glaube, man sagt dann Metroidvania, oder? Also wie Hollow Knight und Skull. Das ist schon ein Game, das so in die Richtung geht. Das ist, so könnte man es etwa beschreiben. Und Hollow Knight kennst du ja, Steffi. Ja, sehr gutes Game. Auch ein super Game. Also Dead Cells kann ich sehr empfehlen. Mega cool. Und das hier ist jetzt eben die Return to Castlevania Edition. Das heisst, man spielt eigentlich Dead Cells, aber im Castlevania-Look mit Castlevania-Gegnern und so. Mega, mega, mega nice. Also hier dazu auch vielleicht mal ein Video schauen. Ich glaube, Rocket Beans hat das Video dazu gemacht, wie sie Zocken-Gameplay. Also ein Nice. richtig cooles Game. Ja. Okay, cool. Ja, das kommt übrigens erst am 11. August, aber kann man bei uns auch schon vorbestellen. Und eben ist für PS4. Yes. Genau, dann haben wir Asterix und Obelix Heroes. Das ist ein Strategiespiel auch für die PS4. Das ja, ist noch geil, ich glaube, ich habe das gesehen. Hä, Mit Karten so, gell? Genau, Ja, genau. Yes. Und, Ja, wenn man Fan ist von Asterix und Obelix, ja. Ja, vom Stil her, es ist wirklich 1:1 wie die Comics gezeichnet. Also, ich finde es noch witzig. Und ja, gibt es aber erst im Oktober, 5. Oktober. Also, da dauert es noch ein bisschen, bis wir noch ein bisschen mehr von diesem Game sehen. Ja, fair. Aber kann man auch schon vorbestellen. Und eben natürlich, wie vorher schon darüber geredet, EA Sports FC 24. Yes. Also basically das neue FIFA, kommt am 29. September. Genau. Ist aber auch schon eben für PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox und für PC ich finde es gut, machen sie das bei uns alles im noch Shop. PS4. Finde ich gut, finde ich wirklich gut. Es gibt so gewisse Games, die sie eben irgendwie aufgegeben für PS4. Verstehst du das nicht ganz? Weil ich meine, so viele Leute spielen gleich immer noch PS4. Das stimmt. Und du musst ja wissen, dass jetzt da mit dem Gap, was es gegeben hat, dass so viele Leute keine PS5 kaufen können. Haben halt viele sind halt bei PS4 geblieben. True. Und dann verstehe ich nicht, wie so ein geiles Game wie zum Beispiel Baldur's Gate 3 ja, einfach nicht auf Nur PS4 für PS5, ja. Hallo, das ist mein absolutes Lieblingsgame. Ich mache das hier auf der Couch zocken. Warum nicht? Ja, dann kauft er PS5. Auf was wartest du? Nein, wir machen es jetzt so, dass der Kollege sie nicht übernimmt. Okay, fair, Aber auch ja, fair. ja. Genau, und last but not least, nein, noch nicht ganz, NBA 2K24 kommt auch noch, by the way, gibt es teilweise schon an Lager, ausser Kobe Bryant Edition. Yes, die Kobe kommt Bryant, erst noch. Die kommt erst noch. Und Black Mamba Edition, die kommt auch noch. Also es gibt 3 verschiedene Editionen. Die Standard, die Kobe Bryant und die Black Mamba Edition, genau. Und auch die gibt es PS5, PS4, okay. Switch und Xbox. Okay, das ist schon weird. Okay. Du, mein Spitznamen Black von Profisportler. Also Spitzname von Kobe. Aha, okay, ja. Aber ja, ist gut. Sorry. So, und jetzt last but not least, Lies of P. Lies of P, das gibt es ab dem 20. September. Also dann ist Launch. Oh, nices Game, Game. Sehr, sehr düster, anscheinend recht schwierig. Und ich bin sehr gespannt. Ja, sehr gespannt. Aber coole ich finde das Artwork so cool. Steampunk-Vibes. Ja, aber so Historian-Steampunk. Also so ein bisschen auch so romantisch, weißt du, irgendwie. So von den Kleidern her. Ja, so viktorianisch meinst du? Ja. Ich finde es mega romantisch, cool. viktorianisch. Ja, ist schon gut. Aber weißt du, auch die Gesichtszüge sind so fein irgendwie. Also sie sehen
also Figuren sehen so aus wie Puppen irgendwie. Ja, das ist ja die Idee dahinter. Ja. Also es ist so ein bisschen, es hat Also, das Game weißt, gegeben. ja, aber nicht wie Holzpuppen, sondern wie Porzellanpuppen, weißt du. Ja, es hat das Game gegeben, das genau in die Richtung ist gegangen. Wie heißt es geheißen? Das Stil, wo erst ist rausgekommen? Das mit der Puppe, die im französischen Zeit von der französischen Revolution, über das haben wir geredet. Okay, ich weiß es nicht mehr. Mo. Es geht genau in die Richtung. Warte schnell. Ich werde es jetzt finden. Ja, Steel Rising, genau. Steel Rising. Okay. Steel Rising geht genau in die Richtung, schon mit einer Puppe. Und ist auch sehr ähnlich vom Stil her. Also, wenn euch zum Beispiel Lies of P gefällt, wenn ihr das spielt auch Steel Rising oder spielt vielleicht Steel Rising im Vorfeld und dann Lies of P hinten nachher ist wirklich sehr ähnlich vom Stil, aber beides sehr, sehr coole RPGs. Es sieht Also wirklich Souls-like, sehr ähnlich ja. aus, krass. Steel Rising haben wir übrigens auch im Shop. Gibt es aber nur für PS5. Krass, okay. PS5, PC und Xbox. Ja, Fehler. Weil ihr seht jetzt hier zum ja. Beispiel Kannst du es hier zum Beispiel nicht spielen. Nein, genau. Ja, schade, Marmelade. Aber ja, hey, so viel dazu. Das sind unsere Neuheiten. Und dann wäre es auch schon wieder gewesen mit dem Podcast von heute, beziehungsweise von dieser Woche. Nur noch schnell zur Info. Ich habe jetzt 2 Wochen Ferien und dann sind wir an der Gamescom. Das bedeutet, dass wir jetzt ein bisschen Streaming-Pause einlegen und dementsprechend auch ein bisschen Gaming-Pause. Ja, logisch, wenn wir Streaming-Pause haben, wir auch Gaming-Pause, aber eben auch leider Podcast-Pause. Genau, also die nächste Podcast-Episode kommt etwa in 4 Wochen. Yes. Und wegen dem Streamen am Freitag schaue ich noch, ob man das möglich machen kann, ob die Zeit rum ist. Bespreche ich noch mit der Steffi. Vielleicht schaffen wir es. Yes. Also irgendjemand streamt auf jeden Fall am Freitag. Genau. Und hey, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann gebt uns doch kurz noch schnell 5 Sterne bei Spotify. Das würde uns mega, mega freuen. Und wir haben übrigens letztens einen Kommentar bekommen auf Spotify. Merci auch vielmal für das. Es ist gestanden, das sind geile Sachen. Danke vielmals. Ist ein Kommentar drauf gekommen? Leck du mir. Genau, also ihr könnt auch auf Spotify direkt Kommentar schreiben. Merci vielmals für die das machen. Haben wir natürlich gerne. Hey, macht das bitte. Also ich gehe das sogar anschauen und habe mega Freude daran. Wir haben alle sehr Freude dran, ja. Ich zeige euch noch schnell. Kann ich das echt schnell? Nee, also wir sehen uns und hören uns in etwa 3 oder 4 Wochen wieder. Ciao zusammen! Genau, habt Sorge.